Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Champions League Spiel gegen den FC Salzburg. Heißt die nicht eigentlich RB Salzburg? Ach, ich glaube, das wird verboten oder was, wa? Keine Ahnung, hier steht auf jeden Fall FC Salzburg. Ja, wenn ich ein bisschen fertig aussehe, verzeiht mir das. Wir haben 23:38 Uhr, ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe vom Spiel leider auch nur 70 Minuten gesehen. Ja, die erste Halbzeit habe ich noch komplett gesehen. Danach war es so ein bisschen nebenbei. Auf der Arbeit halt, Leute. Also von daher verzeiht mir, wenn meine messerscharfen Analysen heute vielleicht nicht ganz so messerscharf sind. Nichtsdestotrotz wollte ich ein kurzes Video übrigens aufnehmen. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein in die Statistiken, bevor ich so ein bisschen was zum Spiel erzähle aus meiner Sicht. 3-1, ja, Ergebnis ist Tutti, Ballbesitz 60-40, Abseitsstellung 1-4, Forts 14-18, ist schon relativ viel, Zweikämpfe 50-50, Schüsse insgesamt 11-19, Schüsse aufs Tor 4-11, Ecken 5-5, Flanken 13-10. Spiegelt mein Eindruck auch wieder. Gewonnene Zweikämpfe, Koretzka 8, Müller 6, Coman 6. Gefolgt worden, interessiert uns nicht wirklich. Torschussvorlagen 2 Coman, 2 Koretzka, 2 Gnabry. Ballkontakte, Boateng 112, Alaba 98, Koretzka 82. Ja, schade halt, da fehlt der Rocker halt. Ne? Ich denke, der wäre da ziemlich weit vorne gewesen, wenn er nicht gelb-rot gesehen hätte. Schüsse insgesamt, Levi 4, Müller 2, Sané 1. Ja, so viel zur Statistik. Zum Spiel. Ja, erste Halbzeit ganz schwach, muss man schon so sagen. Ganz schwache Vorstellung von uns. Quasi Bremen fortgeführt. Nach vorne keine Ideen. Keinerlei. Koretzka nicht. Die Außen hat Salzburg sehr gut zugestellt. Pavard und auch es ist soweit, Leute. Richards natürlich. Ja, nach vorne gar nichts, ja. Es ging dann meinem Empfinden nach viel über links, viel über den Richards versucht. Der war leider komplett überfordert, war auch komplett ein bisschen unsicher, was aus meines Erachtens am Alaba lag. Der Alaba hat ja, unterirdische Leistung erste Halbzeit. Gefühlt ging nicht ein Ball, den er gespielt hat, mal zum Mann, also der nach vorne gespielt wurde, quer, hat er wohl hingekriegt. Stand immer falsch. Weiß ich nicht, Leute. Ihr seht jetzt, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Ich verstehe nicht, wie man einen Richards, der ein gelernter Innenverteidiger ist, als linken Verteidiger aufstellt und einen linken Verteidiger mit dem Alaba, der als Innenverteidiger aufstellt, der in dieser Saison noch nicht, na gut, sagen wir mal, 1,5 gute Leistungen gebracht hat. Von insgesamt, ich weiß nicht, wie viele Spieler hatten wir, knapp 15. 4 Champions League, 8 Bundesliga, 2 Pokal oder was, 14. Oder was, erst ein Pokal. Aber das ist ein Witz, Leute. Das ist ein Witz. Ohne Scheiß. Der Boateng hat es in der ersten Halbzeit noch rausgerissen. In der zweiten Halbzeit hat er auch 1, 2 Wackler gehabt, was ich noch gesehen habe. Verstehe ich nicht. Es war ein bisschen, insgesamt war es zweite Halbzeit besser, ja, klar. Erste Halbzeit war die ganze Mannschaft schwach. Abgesehen vom Neuer und vom Rocker. Der hat mir ganz gut gefallen. War einer der wenigen Spieler, der keine Ballverluste hatte, ja. Man hat gesehen, es war noch ein bisschen schwierig für ihn, die richtigen Laufwege zu finden, ob er sich jetzt fallen lässt zwischen die beiden Innenverteidiger oder ob er sich ein bisschen weiter mittig anbietet. So, das hat man noch gesehen. Das war ein bisschen schwierig am Anfang noch. Aber wenn er angespielt wurde, er hat den Ball angenommen, du hast sofort am Thiago gedacht, ja. Eine Ballbehandlung, eine Ballsicherheit. Ich habe nicht einen Fehlpass gesehen. Den einzigen Fehlpass, den ich überhaupt von ihm gesehen habe, war dieses lange Ding, wo er einen Flügelwechsel machen wollte. Das war, glaube ich, zweite Halbzeit. Ansonsten hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Klar,
die Abstimmung, Laufwege und so weiter, das kommt. Er muss halt einfach mal spielen, ne? Ich habe auch nicht verstanden, warum er gegen Bremen schon nicht schon gespielt hat. Klar, die beiden Fouls. Ja, mein Gott, er wollt's halt retten, ja. Gerade das zweite vorne beim Pressing dann. Ja, ein bisschen zu ungestüm, vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig. Hätte er vielleicht im letzten Moment noch einen Tacken zurückziehen können. Tut mir ein bisschen leid. Ich fand, bis dahin hat er in meinen Augen eine sehr gute Leistung gezeigt und war für mich so der Feldspieler, der am meisten herausgestochen ist. Ja. Ansonsten war Neuer der Mann des Abends. Alles andere war derbes Mittelmaß. Ich fand Coman noch zweite Halbzeit richtig gut. Er hat richtig, also das, was ich gesehen habe, wie gesagt, ich kann nur bis zur 70. Minute beurteilen, aber er hat richtig geackert, ist richtig gerannt, richtig die Wege nach hinten durchgezogen. Gnabry, die erste Viertelstunde war richtig schlecht, ja, richtig so wieder so, ich laufe mal so Alibi-mäßig, nicht nach hinten, gar nichts. Da muss ich allerdings sagen, hat er mich überrascht. Dann hat er auch mit nach hinten gearbeitet, dann hat er den Richards unterstützt. Fand ich gut. Zweite Halbzeit habe ich von Gnabry gar nichts mehr gesehen. Irgendwie. Nicht positiv, nicht negativ. Ist mir nicht wirklich mehr aufgefallen in den 20 Minuten, die ich noch gesehen habe. Da war Coman für mich der mir aufgefallen ist. Der fittere, der agilere. Aber ansonsten generell muss man sagen, unsere Flanken waren wieder unterirdisch. Egal wer die geschlagen hat. Und es war wieder hoffnungslos einfallslos, ja. Was die Offensive anbelangt. Levi hat ein bisschen Bock gehabt nach dem Tor. War noch mal ein bisschen heiß. Zweite Halbzeit war er irgendwie ein Achter. Teilweise, was ich gesehen habe. Ganz komisch irgendwie. Müller, Müller war noch erste Halbzeit, hat viel geackert, ja, muss man sagen. Hat manchmal da irgendwelche Sprints quer übers Feld gemacht von 60, 70 Meter. Aber ansonsten war Müller auch wieder so, meh. Ja, so auch zweite Halbzeit war, weiß ich nicht. Denke, Luft nach oben, eine Menge Luft nach oben. Von Müller, bin ich ganz ehrlich, erwarte ich auch ein bisschen mehr. Ja, der hat für die Nationalmannschaftsspieler, die Spiele hatten, hat der Müller keine Spiele gehabt. Er müsste, ich meine, gut, das hat man gesehen, er hat geackert, ja. Vielleicht hat er einfach auch nicht mehr die. Ja, kann die Jungs vielleicht nicht so mitnehmen, ich weiß es nicht. Geackert hat er, keine Frage, hat man auch gesehen, dass er fit ist, ja. Aber so ein bisschen, der letzte Kick hat mir irgendwie gefehlt bei Müller auch. Ansonsten muss man sagen, haben wir natürlich viel Glück gehabt und ein Neuer. Ja, man muss sagen, Salzburg hat es sehr gut gemacht. Wenn ich nochmal in die Statistiken reingucke. Ja, ich meine, gut, dass sie so viele Schüsse aufs Tor haben auch. Das war erste Halbzeit. Das waren ja irgendwie 5 Rückgaben oder sowas. Aber sie haben auch ihre Chancen gehabt, auch ihre 100%igen Chancen, ja. Die der Neuer dann gut vereitelt hat. Einmal, denke ich, ist das Herz in die Hose gerutscht. Nur alleine vom Neuer und das Ding da oben in den Himmel jagt. Also unsere Abwehrleistung war Katastrophe. Muss man ganz klar so sagen. Ja, und das habe ich nicht. Ich habe die Aufstellung nicht wirklich verstanden. Ja, habe ich ja gerade schon angedeutet. Wenn man es erstmal Pavard war wieder richtig schlecht, Leute. Das war mangelhaft. Das war noch nicht mal mehr ausreichend. Der hat nicht einmal einen Spieler an der Flanke gehindert. Ja. Er ist auch nicht fit, das sieht man auch. Dann ist er schon vorne stehen geblieben, was er sonst nie gemacht hat. So eine Sachen. Dann ist er ja so hinterhergetrappt am 16, hat ihn einfach laufen lassen und flanken lassen. Auch ist doch scheißegal, flank mal rein, wir gucken mal, was passiert. Unterirdisch. Also für einen Außenverteidiger unterirdisch. Habe ich nicht verstanden. Die letzten Spiele sind unterirdisch, wie beim Alaba. Ja, ich verstehe nicht, warum die Leute immer wieder aufgestellt werden. Bin ich ganz ehrlich. So ein Süle sagt man, ja, du bist jetzt mal raus, weil du 2 Kilo Übergewicht hast. Also ich habe vom Süle noch nicht so eine schlechte Leistung gesehen. Ich habe Nationalmannschaft nicht geguckt. Ich rede von unserem Verein, in unserem Trikot diese Saison, wie ich sie schon vom Alaba oder Pavard gesehen habe. Von daher weiß ich nicht, wie da ist ein bisschen was schief, wie ich finde. Man hätte auch Martinez hinten reinstellen können. Der spielt einen soliden Innenverteidiger, ist sogar kein Problem, Alter. Und den Alaba auf links, meinetwegen. Und den Richards auf rechts und hätte es ein Pavard draußen gelassen. Ich denke, auf rechts hätte der Richards sich ein bisschen wohler gefühlt. Ansonsten hätte es den Richards auch als Innenverteidiger stellen können. Möglichkeiten wären genug da, ja. Klar, defensive Mittelfeld mit dem Rocker und Goretzka. Goretzka ist in sich so der Superdefensive.
Denke der Rocker auch nicht wirklich. Ja, ist mehr so ein Ballverteiler irgendwo. So zwischen 6 und 8, denke ich eher. Wie gesagt, mir hat er gut gefallen. Klar, so nach hinten hin ist ein bisschen Luft nach oben bei ihm, keine Frage. Aber ansonsten, er war der Einzige, der den Ball mal nach vorne gespielt hat, gefühlt, ja. Alle haben immer nur quer gespielt. Gerade erste Halbzeit. Quer. Wir haben einen Ball. Ach ja, wir spielen immer wieder quer oder nach hinten. Also der war der Einzige, der den Ball mal nach vorne getragen hat und den Mann vorne angespielt hat. Die kamen alle mit dem Pressing irgendwie nicht klar, was Salzburg gespielt hat. Außer der Roca irgendwie. Der hat ja, zack, angenommen, zup, wie Thiago. Nicht ganz so geschmeidig, klar, da fehlt natürlich auch noch ein bisschen Abstimmung und so, habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber ansonsten kannst du durch die Bank nehmen. Erste Halbzeit war alles schlecht. Wie gesagt, außer der Rocker, der war gutes Niveau und der Neuer natürlich hat ein gutes Niveau gehabt, außer seinen komischen Ausflug da mit dem Einwurf, was es erste oder zweite Halbzeit war. Hätte er sich schenken können. Ja, ansonsten, zweite Halbzeit war es um einiges besser irgendwie. Ich glaube, ja, gefühlt haben sie mal einen Einlauf gekriegt in der Halbzeit oder was. Da war sogar der Pavard einen Tacken besser, ja. Der Richards war sowieso viel, weiß nicht, ob er irgendwie Ball genommen hat und ein bisschen runtergekommen ist oder was. Ich weiß es nicht. Er war auf jeden Fall nicht mehr so nervös am Ball und sowas. Hat dann einen soliden Part gespielt. Wie gesagt, ich fand so die erste Halbzeit der Alaba richtig viel Olunro da hinten reingebracht. Der war viel zu hektisch und ein Fehlpass nach dem anderen. Hat mir gar nicht gefallen. Keine Ahnung. Vielleicht sehe ich ihn Alaba ein bisschen zu kritisch. Aber ich sehe ihn nicht als Innenverteidiger. Nicht bei der Auswahl, die wir haben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ist mir ein Rätsel. Aber gut, sage ich ja erst seit Anfang der Saison. Ja, wie ich schon sagte, zweite Halbzeit war es dann besser. Zweite Halbzeit, der Rock hat mir die zweite Halbzeit auch gut gefallen. Klar, die beiden Fouls war jeweils gelb, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ist dann ein bisschen unglücklich gelaufen. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, Coman ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, das andere, Goretzka war auch ein bisschen besser, zweite Halbzeit. Aber ansonsten, Müller war bemüht, ja. Aber uns hat einfach irgendwie die weiß nicht, körperliche, geistige Frische gefehlt. Ich weiß es nicht. So das schnelle Spiel oder das direkte Spiel nach vorne war viel zu selten. Und was ich auch nicht verstanden habe, warum stellt man nicht einen Sané von Anfang an auf? Warum immer den Gnabry, Alter? Jetzt mal ehrlich, ich habe von Gnabry diese Saison auch noch keine Leistung gesehen, die das irgendwie, ist wie beim Alaba, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, das sind so Flicks Lieblinge oder was. Ich habe da noch keine Leistung gesehen, die das rechtfertigt, dass er vom Sané spielt. Also ich sehe den Sané auf jeden Fall stärker wie den Gnabry. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Naja, die ja heute dann so ein bisschen bestätigt wurde vielleicht durchs Tor, aber ich verstehe es nicht, warum den Sané nicht mal von Anfang an spielen. Also, dass er jetzt immer noch nicht fit ist, Leute, bitte euch halt die aufhören Gerücht. Müssen wir uns nichts vormachen. Ansonsten, wie gesagt, zu den Auswechslungen, ansonsten Douglas Costa sehe ich noch, ist reingekommen, Javi Martinez Javi ist auch noch reingekommen. Kann ich nichts sagen. Auch Hernandez habe ich dann, ab da habe ich nicht mehr viel gesehen nach den Auswechslungen. Ja, das ist meine Analyse soweit. Ich möchte das jetzt hier gar nicht so lang ziehen heute. Noten, ja, können wir noch vergeben, eben fix. Wie gesagt, ich bewerte bis da, wo ich gesehen habe. Das war so kurz vor der 70. Minute circa. Aber es war viel eine Masse. Ne? Neuer definitiv eine 1 heute. War bärenstark. Alaba würde ich eine 5 heute geben. Das war für mich nicht ausreichend. Richards würde ich aufgrund der zweiten Halbzeiten ausreichend geben. Ja, ein bisschen schade. Ich verstehe es aber auch nicht, wie man ihn als linken Verteidiger aufstellen kann. Ganz ehrlich, warum stellt man ihn dann nicht? Wenn man so unbedingt die Leute aufstellen will, die er da hatte, stellen als Innenverteidiger und stellen Alaba nach links, Alter. Mal ernsthaft. Also lächerlich. Komplett. Du musst der Flieg auf seine Kappe nehmen, ehrlich. Verstehe das nicht mit dem Alaba in der Innenverteidigungsscheiße da. Meine Fresse. Nur weil er da letzte Saison mal 15 gute Spiele hatte.
Ja, er ist nun mal kein Innenverteidiger, Alter. Das ist nun mal was anderes, wenn du jahrelang Innenverteidiger spielst. Und das sieht man doch die letzten Wochen. Und Monate sogar beim Alaba. Das sieht man doch. Verstehe es nicht. Und zu sagen, ja, Alaba ist aber der tolle Aufbauspieler. Ja, die letzten Wochen? Alter, guckt euch die erste Halbzeit heute an. Ich weiß nicht, ob er überhaupt einen Pass nach vorne gespielt hat, der ankam. Ich glaube nicht. Und selbst nach hinten und quer hat das ja dann schon nicht mehr hingekriegt. Ja, es mag sein, dass diese Vertragssituation, Blasülz, hat er sich selber eingebrockt, Alter. Wenn er keine Leistung bringt, gehört er auf die Bank. Fertig. Muss man mal knallhart so sagen, Alter. Dann stellen Richards da hin, die Jungen hier aus. Der macht's nicht schlechter, ohne Witz. Ihr merkt, können wir in die Rage reden. Verstehe ich halt nicht. Boateng war für mich eine 3. Ich habe einen Fehler gesehen. Ich glaube, zweite Halbzeit war es. Aber ansonsten war Jerome, ja, ist irgendwie so die einzige Konstante da hinten. Pavard war für mich eine 5. War nicht ausreichend, definitiv nicht. Gnabry war für mich eine 3. Ja, ich würde dir eine 3 geben. Habe mich überrascht, erste Halbzeit, muss ich sagen, hat er gut geackert. Dafür hast du ihn in der zweiten Halbzeit nicht mehr gesehen. Weiß nicht, ob er keine Luft mehr hatte oder was. Aber gut, ist ja dann auch in der 63. rausgegangen. Also auch völlig zu Recht. Ja, ich habe ihn in der zweiten Halbzeit nicht mehr gesehen. Thomas Müller will ich auch eine 3 geben. Ja. Hat viel geackert, war aber wie so ein typischer Müller, unglücklich. War aber auch diesmal nicht so der... Erste Halbzeit so 2-3 Mal hat man die Ansagen gehört, so jetzt pressen, jetzt draufgehen. Aber ansonsten war da nicht so viel. Ich denke, das war irgendwie eine taktische Vorgabe. Ja, ich denke, dass wir nicht so sehr auf Pressen spielen wollten, allein aus Kraftgründen. Denke ich, war das schon eine taktische Vorgabe. Goretzka ist für mich auch eine 3. Erste Halbzeit war das auch nicht viel. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Coman würde ich aufgrund der zweiten Halbzeit eine 2 geben. Ja. Der hat sich schon ein bisschen abgehoben von dem Einheitsbrei, muss man so sagen. Rocker, ja, ich würde ihm eine 3 geben. Ja. Hat mir, wie gesagt, am Ball und so gut gefallen. Klar, durch die gelb-rote Karte müsste es ihm eigentlich sogar noch eine Note schlechter geben. Aber ich fand, er hat es gut gemacht. Levi war auch eine 3. Levi war ein Durchschnitts-Levi, ja, war nichts Besonderes, muss man auch so sagen. Die Wechsel kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe einen Sané 7 Minuten gesehen und Hernandez 7 Minuten, die anderen beiden habe ich gar nicht gesehen. Von daher schenken wir uns das. Ja, ansonsten alles klar gemacht, ne? Können ja nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen, aber Atletico hat ja heute auch nicht gewonnen anscheinend. Wie ich es noch im Radio gehört habe. Von daher sind wir durch. Ja, wir sind durch als Gruppenerster nach 4 Spielen. Ja. Habe ich nicht erwartet, bin ich ehrlich. Auch mit Atletico jetzt, dass sie wieder nicht gewonnen haben gegen Lok Moskau. Puh. Sehr überrascht, aber gut. So ist es. Spielt uns in die Karten. Ich bin gespannt, ob wir... Was ist das nächste Spiel? Ist das gegen Atletico oder gegen Moskau? Und vor allen Dingen, wann ist das? Warte, ich guck mal eben. Atletico. Am 1.12. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir das herschenken werden. Ich denke, Lok Moskau. Ja, ich denke, man wird sehen, wie wichtig uns der Rekord ist. Ich glaube, ich weiß nicht, haben wir den Rekord schon? Wir müssten ihn aufgestellt haben, oder? Die meisten gewonnenen Spiele in Folge. In der Champions League, zumindest saisonübergreifend. Bin gespannt. Würde mir natürlich wünschen, dass der Ehrgeiz da ist. Wenn ich aber unsere Blessuren so angucke, Pavard heute auch da derbe einen draufgekriegt und umgeknickt und so, hat mich überhaupt gewundert, dass er überhaupt noch weiter gespielt hat. Hernandez irgendwie angeschlagen und ach, was weiß ich, wer da alles irgendwelche Wehwehchen hat. Jetzt kommt Stuttgart. Ich prophezeie es euch, Stuttgart wird kein leichtes Spiel werden. Die werden 110% geben. Also da werden wir auch nicht irgendwie auf Halbgas da irgendwie Punkte holen können. Das glaube ich nicht. Wird sehr interessant dann zu sehen, wie wir dann den Dienstag danach schon wieder gegen Atletico spielen. Also ich denke, wir werden das wahrscheinlich ein bisschen... Ja, herschenken möchte ich nicht sagen, aber vielleicht irgendwie so auf Unentschieden, so auf Dreiviertel Gas angehen, weil danach ist dann halt schon das Spiel gegen Leipzig. Ja?
Was natürlich dann schon eine Hausnummer wieder ist. Also, bin gespannt. Man wird sehen. Man muss es ganz klar sagen, die Kurve geht ganz klar nach unten bei uns. Das Spiel in Salzburg war auch nicht gut, ja. Das war dann zum Schluss, ja, in Köln war auch nicht gut. In Lok Moskau war nicht gut. Das einzige gute Spiel war gegen Dortmund. Ja, das war das, da wurden die Kräfte mal mobilisiert, sage ich mal. Deswegen bin ich gespannt, dass Stuttgart, ich denke, im Kopf wird Stuttgart unterschätzt werden. Gegen Leipzig werden wir wahrscheinlich dann die Kräfte nochmal mobilisieren. Da bin ich gespannt, wie vorher das Atletico-Spiel ist. Dann hast du Lok Moskau, dann hast du Union. Ja, das sind alles so Dinge. Aber auch Union ist kein Selbstläufer. Ne? Bin gespannt. Denke, wir können einiges erwarten. Wir werden sehen, wie der Charakter der Mannschaft ist. Werden noch interessante Spiele bis zum 19.12. Gut, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu lange gequatscht. Wa? In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und wir hören uns vielleicht Samstagabend. Ansonsten spätestens Sonntagmorgen. Ne? Rot-weiße Grüße gehen raus nochmal. Tschüssi, bleibt gesund.